Zu Asch gibt es seit kurzem einen neuen, bisschen mehr speziellen Kaffee, den es so bei uns noch nicht wirklich gehen ist. Wir sind natürlich mit einer Kamera hingegangen, für euch das ganz genau anzugucken. Bei dem Minat-Stab ist ein neuer Brettspielkaffee, den zu Asch abgemacht wird. Jacqueline Puppach, Proprietarin vom Café, hat uns erklärt, was genau das Konzept ist und wie sie auf die Idee kommen, diesen Kaffee abzumachen. Also das Konzept vom Kaffee ist, dass die Leute so hinkommen, dass sie sollen oder können Spieler spielen, dass für nichts sie können an einem etwas Gutes dabei trinken, an etwas Gutes dabei essen. Und das Konzept ist, dass sie Spaß sollen haben und dass sie sollen zusammenkommen, sich zusammen auf den Tisch setzen, man nicht schwätzen, man nicht spielen, man nicht streiten, mit denen einen guten Moment verbringen. Die Idee kommt sich von unserem Brettspielclub des Social Gaming Lützeburg. Es war immer so, dass wir einmal an der Woche immer getroffen haben in einer Wirtschaft. Und dann ist das durch den einen oder den anderen Grund nicht mehr geschieht. Und da haben wir einen anderen Platz gesicht. Und da kommt am Anfang die Idee, dass wir nicht einen eigenen Kaffee aufmachen, wir werden nicht als eigenen Platz kreieren. Und das war dann die Basis, wo wir so geschwärzt hatten und schlussendlich ist das heute das Resultat. Wir wollten wissen, wie die Leute auf die Idee von einem Brettspielkaffee reagiert haben und was ihr Retour war, seitdem der Kaffee abgemacht wird. Also ganz positiv, die Leute haben gesagt, das wäre eine super gute Idee. Ich muss aber dazu sagen, dass es so ein Boardgame-Kaffee, das gibt es im Ausland ganz oft, das gibt es in England, in Amerika, das gibt es in Deutschland, in Frankreich. Wir haben im Moment 1000 Spieler und dann können die Leute auch Kaffee trinken, aber es ist so nicht Kaffee mit ein paar Brettspieler. Und das ist ein Konzept, das viele Lützeburger gar nicht kennen. Auch. Und wo sie am Anfang gefragt haben, was ist das eigentlich genau so Brettspiel? Kaffee, das ist ein Kaffee, wo der Brettspieler spielt, der geht nicht da ja ganze Kopf. Nee, das ist echt umgedreht. Das ist ein Platz, wo der Brettspieler spielt und da kannst du auch einen Kaffee dabei trinken. Und das ist ein Brettspiel-Kaffee. Und das war am Anfang ein bisschen konfus. Wir haben bis eigentlich nicht mehr positive Reaktionen gehabt, weil das etwas Neues ist, weil das etwas ist, was die Leute nicht kennen und die Leute sind vorbildlich und sie geben gerne mitmachen. Also wir haben wirklich ganz positiv gekommen. Wir haben uns auch gefragt, von wo all die Spieler überhaupt hier kommen. Es sind 3 Sourcen. Das erste, wir haben verschiedene Spieler selber gekauft. Zweitens haben wir Donationen gekriegt von Leuten, die den Speicher geraumt haben oder auch daheim geraumt haben und die Spieler zu viel hatten und nicht wussten, wohin damit und sei es gehen. Die dritte Source, wo wir die Spieler hier gekriegt, das ist das CIVAC, das Recycling Center von Schöffling, wo die Leute hier Spieler hinbringen. Wir schaffen überhaupt ganz viel mit Recycling, auch als Möbeln und der Comptoir und die ganze Gruppe Sachen sind aus recyceltem Material gemacht, weil wir darüber halten. Wir haben auch von Leuten wollten wissen, für was sie hierher gekommen sind und was die Erwartungen waren. I've always been interested in board games, although I haven't had the time to play or someone to explain to me how to play those games. And I found out about this event through Reddit, which is that social media platform. So I thought it was a great opportunity for me to come and check it out. And I invited my friend as well. And here we are. We're just waiting for the fun to begin. Je suis ici pour organiser une table de jeu de rôle en one-shot, donc une partie isolée, à la demande des propriétaires du café qui ont proposé cette activité. I'm quite new to the board game idea, but I actually have been playing some board games recently. There was a night that we organized and there was different people that came, including my current girlfriend that I met through that night. And hello to Camilla, by the way. For today, I'm expecting to get a taste of what the role-playing game feels like and to see if it's something I would like to play some more. And hopefully make some new friends and come here more often. I think yeah, it's a good way to kind of interact with people and to, you know, have a good time. And so I'm really supportive of the idea. Zu guter Letzt haben wir sie auch gefragt, was sie von dem Konzept vom Brettspielkaffee halten. I love it. I think it's necessary for Luxembourg to have more alternative kind of hangouts rather than just the usual city center, typical bars. That will just attract people from different kind of sides, different communities, and just get together and have fun. Ça fait vraiment plaisir d'en voir un de plus qui s'ouvre. C'est toujours agréable de pouvoir retrouver des amis pour jouer à des jeux de plateau ou des jeux de rôle ou autres jeux de société. Ça fait plaisir de pouvoir reprendre un petit peu le cours des activités normales, surtout l'activité jeux de plateau qui se prête plus à des groupes variés. Et on rencontre des joueurs, surtout dans des lieux comme ici.